Die ersten Bierkeller, die wir überhaupt haben in Bayern, die haben wir innerhalb der Stadtmauern. Im 17., 18. Jahrhundert wachsen die Städte, also es werden immer mehr Leute, es wird immer mehr Bier getrunken und die Bierbrauer haben in der Stadt keinen Platz mehr, um ihr vieles Bier zu lagern. Sie gehen raus aus der Stadt und bauen außerhalb der Stadtmauern ihre Bierkeller. Gleichzeitig entdeckt der Städter den Sonntagsspaziergang als neue Freizeitbeschäftigung. Er möchte raus aus seiner engen Stadt, schätzt den Spaziergang draußen auf dem Land. Und wo geht er hin? Zu den Bierkellern. Was natürlich wiederum den Wirt in der Stadt drin stört, weil die Leute gehen raus zum Bier trinken und der Wirt in der Stadt macht kein Geschäft mehr. Und dann kommt es 1812 zu diesem salomonischen Entschluss vom bayerischen König Max I. Joseph, der sagt, königliches Gesetz, ihr Bierbrauer dürft draußen auf euren Bierkellern, Sommerkellern das Bier verkaufen, allerdings nur massweise, wie es extra schon drin steht, aber ohne Speisen, weil das Essen, also die Speisen, darf nur der Wirt in der Stadt drin verkaufen. Also, wenn Sie jetzt herschauen, was lernen wir daraus? Man hat das Essen selber mitbringen müssen und das Bier habe ich kaufen können. Genau, also diese wunderschöne Tradition, dass man sein Essen heutzutage noch selber mitbringen darf im Biergarten, geht auf diesen Erlass von Max I. Joseph 1812 zurück.